An Gottes Segen ist alles gelegen. Das ist das Thema vom heutigen Gottesdienst. Was der Segen bedeutet im Alten Testament, das will ich anhand von einer kurzen Geschichte zeigen. Es ist eine Geschichte, die vielleicht für ein paar gar noch nicht so bekannt ist. Ich lese ein paar Sätze aus dem Buch Josua. Und Kaleb sagte, wer die Stadt Kirjat See verschlägt und sie einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Achsa zur Frau. Dann nahm Othniel diese Stadt ein. Und Kaleb gab ihm seine Frau Achsa zur Frau. Seine Tochter Achsa zur Frau. Und es geschah, als sie herbeikam, da trieb sie ihn an, von ihrem Vater ein Feld zu fordern. Und sie sprang vom Esel herab. Da sagte Kaleb zu ihr, was hast du? Sie sagte, gib mir einen Segen. Denn ein dürres Südland hast du mir gegeben, so gib mir auch Wasserquellen. Da gab er ihr die oberen Quellen und die unteren Quellen. Das war das Erbteil des Stammes der Söhne Juda nach ihren Sippen. Was ich so lustig finde an dieser kurzen Geschichte, eine Frau sagt hier ihrem Vater, dass sie auch ein Stückchen will vom Kuchen. Dass sie auch erben will. Es ist auch ein bisschen eine humorvolle Geschichte, weil sie zu ihrem Vater sagt, was will ich mit einer Wüste? Ich will doch Wasser trinken. Wieso gibst du mir Wüste? Im hebräischen Text steht hier Negev. Das heisst Süden, Trockenland, eine regenarme Region, eine karge Weidelandschaft. Es gibt ja im Süden von Israel eine Wüste mit dem Namen Negev und das macht sogar 60% vom ganzen Land Israel aus. Wörtlich sagt Achsa zu ihrem Vater Kaleb, gib mir einen Segen. Und das finde ich so schön, weil in der Bibel bedeutet Segen nicht einfach ein paar schöne Worte oder eine liebe Karte mit ein paar schönen Worten, sondern es ist handfest. Also wortwörtlich bedeutet es, gib mir einen Segen. Und sinngemäß die Bibelübersetzungen interpretieren das schon so, gib mir ein Segensgeschenk. Es ist gemeint ein Mitgift, etwas Konkretes, fruchtbares Land, wo sie mit ihrem Mann dann zusammen bebauen kann. Wenn wir an Segen denken, dann geht es euch vielleicht so wie mir. Wir meinen vielleicht so eine Kraft oder so, die von Gott herkommt oder ja, so irgendetwas, was ein bisschen unsichtbar ist. Aber im Alten Testament ist der Segen etwas ganz Konkretes. Was ich auch neu gelernt habe, das habe ich vorher noch nicht gewusst, die kurze Geschichte ist so wichtig, dass sie sogar zweimal in der Bibel vorkommt, sowohl im Josua-Buch als auch im Richterbuch. Und das ist eine Art, wie Gott uns sagt, schaut mal, jetzt kommt etwas Wichtiges, jetzt tue ich 2 Ausrufezeichen setzen hinter die Geschichte, weil vor 4000 Jahren hat es ja noch keine Satzzeichen gegeben, noch keine Ausrufezeichen. Aber wir würden sagen, Gott sagt 2 Ausrufezeichen, jetzt wird er mit dem uns etwas zeigen. Und was mir auch sonst, noch eine kleine Klammerbemerkung, was mir sonst aufgefallen ist, viele Leute sagen heutzutage, ja, die Bibel ist immer so auf den Mann ausgerichtet und so mit dem Fachwort patriarchal und dann aus feministischer Perspektive die Leute die Bibel kritisieren. Aber nein, wenn wir ganz genau anschauen, dann sehen wir in der Bibel so viele Geschichten, wie Gott den Frauen etwas geben und dass Frauen auch dürfen erben, dass Frauen gleichberechtigt sind wie Männer. Und so wie Achsa ihren Vater bittet hat, so dürfen wir auch Gott bitten, dass er uns Sinn Segen gibt. Die Lina hat ja heute den aaronitischen Segen bekommen, als Taufvers zugesprochen bekommen. Der Segen heisst der aaronitische oder priesterliche Segen, weil der Mose hat einen Bruder gehabt, der hat Aaron geheissen und der war Priester. Und Mose und Aaron, die haben etwa gelebt 1600 vor Christus, das heisst vor 3600 Jahren.
Und das sehen wir hier vorne auch dargestellt mit den Egelfiguren. Der Priester Aaron hebt die Hände auf in die Höhe und segnet das Volk Israel, das aus ganz unterschiedlichen Menschen besteht, wie zum Beispiel Kinder, aus Mädchen und Buben, aus jüngeren und älteren Erwachsenen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, er redete zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Söhne Israel segnen. Sprecht zu ihnen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen und ich werde sie segnen. Am Schluss von jedem Gottesdienst erhalten wir alle, amix Gottes Segen. Und das ist eben der Segen, der aaronitische Segen. Und dieser Segen besteht aus 6 Teilen. Und auf all diese Teile wollen wir näher eingehen. Der Herr segne dich. Das ist der Start. Man kann sagen, das ist die Zusammenfassung. In meinem Bibelkommentar habe ich dazu gefunden, es bezieht sich darauf auf gute Ernte, sich mehrende Herden, also dass die Tiere viele Junge haben, auf gutes Wetter, das habe ich auch noch lustig gefunden, und auf Kindersegen, also dass man Kinder und Nachkommen haben. Sehr umfassende Sagen. Das Zweite ist, der Herr behüte dich. Das bezieht sich darauf, dass Gott uns vor allem Übel und Unheil beschützt, vor schlechten Ernten, vor unseren Finden, das heisst vor unseren Gegnern, von Menschen, die uns Böses antun und von unfruchtbarem Vieh, also dass Tiere keine Nachkommen haben, wird er uns beschützen, und von der Kinderlosigkeit. Und das Dritte ist, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Dass Gott uns vorangeht auf allen unseren Wegen, dass er uns an der Hand nimmt und uns zeigt und uns führt, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Der Herr sei dir gnädig. In der Bibel ist das Wort Gnade ein anderes Wort für Liebe, für die Liebe von Gott. Dass Gottes Liebe uns begleiten und wir erfahren, dass Gott uns liebt und uns unsere Schuld vergibt. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, dass wir eine persönliche Liebesbeziehung mit Gott haben, dass wir sein Angesicht sehen im Gebet und wenn wir in der Bibel lesen. Der Herr gebe dir Frieden. Und das letzte Wort ist auf Hebräisch Shalom. Shalom heisst Friede, Heil, Wohlergehen, Unversehrtheit. Jetzt habe ich noch etwas ganz Spezielles, weil ich habe vor 15 Jahren im Studium habe ich eben erfahren, dass es eine Silberrolle gibt, die aus 99% Silber besteht und aus 1% Kupfer. Und die ist 1979 gefunden worden, in Kette Finom. Und ich mag mich erinnern, es hat mich so bewegt im Studium, wo ich erfahren habe, dass die aus dem 7. Jahrhundert vor Christus ist und dass sie eben diesen aaronitischen Segen enthalten. Und archäologisch gesehen ist das der älteste Bibeltext, der schriftlich erhalten ist in Althebräisch. Das ist hochinteressant. Der deutsche Text lautet: Jahwe, also das heisst Gott, der Name von Gott, Jahwe, behüte dich vor allem Übel. Jahwe und dann kann man es nicht lesen, behüte dich, es lasse leuchten, Jahwe, sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Das ist doch gigantisch, dass Gott wollte, dass sein Segen das Älteste ist, was archäologisch überliefert ist, vom Alten Testament und damit von der ganzen Bibel. Die Silberrolle ist auch, also die ist jetzt im Museum in Israel, die Silberrolle ist auch ein weiterer Hinweis darauf, dass die Bibel stimmt und dass sie sehr genau überliefert worden ist. Also, dass eigentlich wortwörtlich, dass das, was man archäologisch gefunden hat, dass das wortwörtlich so in der Bibel ist. Mich bewegt das sehr, ja. Am Schluss vom Segen tut Gott erklären, und so sollen die Priester meinen Namen auf die Söhne Israel legen und ich werde sie segnen. Aber was bedeutet das, der Name von Gott? Was heißt das, der Name von Gott? Der Name von Gott ist eben mit seiner Person verbunden gewesen. Also im Namen von Gott, der Name von Gott ist Jahwe im Alten Testament und das bedeutet, ich bin, der ich bin.
Man kann sagen, Gott ist der ewig Seiende, Gott ist der existiert und dass das der Name von Gott ist, dass er der ewige Gott ist. Und in jedem Gottesdienst kommen wir wie den Namen von Gott zugesprochen über, auf unser Leben. In der Bibel gibt es auch noch den Unterschied zwischen einem bedingungslosen Segen und einem Segen, der an eine Bedingung geknüpft ist. Das ist mir auch irgendwie gestern wichtig geworden, um das noch kurz zu erklären, weil es vielleicht auch etwas Neues ist. Also der aaronitische Segen, der priesterliche Segen, der ist bedingungslos. Es heisst einfach, Priester sollen dem Volk Israel zusprechen und auch uns. Also dank Jesus dürfen wir das Segen auf uns beziehen. Und Gott segnet uns. Und damit drückt Gott seine Liebe zu allen Menschen aus. Also ist bedingungslos. Einfach alle, die im Volk Israel sind, oder alle, die das wollen, alle, die Jesus glauben, können den Segen von Gott über. Jetzt gibt es aber auch noch einen Segen, der an eine Bedingung geknüpft ist. Und das erfahren wir gegen Ende vom 5. Buch Mose. Gibt es mehrere Kapitel, in denen sowohl der Segen von Gott als auch das Gegenteil davon, der Fluch von Gott, beschreiben. Und Gott sagt dort, das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Einige Pfarrer verwenden diese Sätze am Schluss von ihrer Konfirmationspredigt, um die 15- oder 16-jährigen Jugendlichen darauf aufmerksam zu machen, ihnen einzuschärfen, dass sie jetzt religiös mündig sind und selber entscheiden müssen, ob sie Jesus Christus nachfolgen oder nicht, ob sie den Weg mit Jesus gehen wollen oder nicht. Ich habe das noch nie gemacht, weil ich finde es auch ein bisschen heftig und so, aber ja, ich kann das einfach mal erwähnen. Es gibt Pfarrer, die das irgendwie den 16-Jährigen mitgeben. Aber ich finde, es ist ein wahrer Punkt, oder? Man muss irgendwann selber entscheiden, ob man sich exponieren für Jesus, ob man in der Kirchengemeinde aktiv werden und so. Und das gibt in dem Sinn wie noch ein Segen, wenn jemand sagt, er will wirklich mit Gott unterwegs sein. Wie können wir Gott lieben? Indem wir mit ihm reden im Gebet. Es ist wie mit einer Beziehung, die wir mit einem anderen Menschen führen, mit einem Freund oder mit einem Ehepartner. Ich drücke meine Liebe zu meiner Ehefrau Christina auch so aus, dass ich mit ihr rede. Jeden Tag, dass wir austauschen, dass wir über unsere Gefühle reden, über unsere Pläne, über den Tag, den wir erlebt haben. Auch über das Zukünftige. Und so bedeutet Gebet und Gott lieben einfach mit ihm auch reden. Als mit unserem besten Freund. Wie können wir Gottes Stimme gehorchen? Indem wir sein Wort von der Bibel kennenlernen und das in unserem Leben umsetzen, wo uns bewusst geworden ist. Das ist auch ein lebenslanger Prozess. Wie können wir Gott anhängen? Wir sehen ihn ja gar nicht. Indem wir unseren Glauben nicht einfach alleine leben, sondern auch mit anderen zusammen. Dass wir Gott loben, in einem Gottesdienst. Auch Hauskreise sind gute Möglichkeiten, um zusammen den Glauben zu leben im Alltag. Ich denke, für viele von uns ist das jetzt ganz neuer Gedanke, dass es sowohl einen bedingungslosen Segen gibt, als auch einen Segen, der an Bedingungen geknüpft ist. Das ist auch ein bisschen schwierig, um das zu verstehen und zu fassen. Aber viele Theologen machen wie die Unterscheidung zwischen der allgemeinen Liebe von Gott, die für alle gilt, und eigentlich der speziellen Liebe von Gott, wenn wir Jesus nachfolgen. Es ist irgendwie aber auch logisch, oder? Wenn wir das ganze Leben lang genau das machen, was Gott nicht will, dass wir irgendwann auch mal Folgen davon tragen. Im Neuen Testament sehen wir dann, dass der Name vom Sohn von Gott, dass das Jesus ist. Und der Name Jesus bedeutet, Gott ist Rettung, Gott rettet. Und auch bei Jesus war sein Namensprogramm. Überall, wo er angegangen ist, hat er den Menschen die Rettung von Gott angeboten. Wegen dem schreiben auch die Apostel in der Apostelgeschichte im Namen Jesu Christi. Nachher geht der Satz ein bisschen weiter, aber ich fasse ein bisschen zusammen. Es ist in keinem anderen das Heil, denn auch ist kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Also das heisst mit eigenen Worten ausgedrückt,
dass Jesus so unsere Schuld getragen hat und das ermöglicht uns, dass wir den Segen von Gott empfangen können. Weil Jesus uns das vergeht, was wir falsch gemacht haben, können wir jetzt auch neue und ungewohnte Verhaltensweisen einüben. Jesus hat einmal gesagt, segnet, die euch fluchen, betet für die euch beleidigen. Früher habe ich während dem Autofahren oft Musik gehört. Und dann, wenn jemand falsch gefahren ist, mir irgendwie die Vorfahrt oder so weggenommen hat, dann habe ich laut ausgerufen, hast du deinen Führerschein etwa im Lotto gewonnen oder was? Also ich muss fairerweise sagen, ich habe teilweise noch viel stärkere Ausdrücke verwendet, die ich hier jetzt nicht auf der Kanzel wiederholen kann. Jetzt habe ich etwas ganz Neues angefangen, nämlich ohne Musik Auto zu fahren und dabei bewusst mit Gott zu reden im Gebet. Dass ich einfach ihm danke für die Natur, die ich sehe, für die Schöpfung. Aber wenn ich auch sehe, dass ein Mensch falsch fährt, dass ich den bewusst segne und nicht fluche. Und das ist wie für mich auch ganz eine andere Art jetzt vom Autofahren. Auch viel entspannter ist es eigentlich geworden. Und das andere ist, ich hatte ja vor einer Woche Jubiläum und Apero. Und dann ist eine Frau auf mich zugekommen und hat gesagt, weisst, viele Engel und Schutzengel sind arbeitslos, weil wir Gott nicht bitten, dass er sie uns zum Schutz schicken. Und das hat mich auch sehr nachdenklich gemacht. Erstens mal ein spezielles Thema für Apero-Dings, aber gut. Also in dem Sinne ist es so, dass Gott ja der höchste Boss ist. Also er ist der General, man sagt eigentlich auch der Feldmarschall, das ist eigentlich der höchste General. Und wir dürfen jetzt mit ihm reden. Und wir dürfen ihm alles sagen. Und ich habe wie auch etwa seit einem Jahr angefangen, dass ich immer auch Gott um Schutz bitte für die Kinder. Und wir dürfen das einfach machen. Und nicht so wie in der Esoterik, dass wir eigentlich mit Engeln reden oder so. Nein, wir dürfen mit Gott reden. Wir dürfen einfach bitten, auch wenn wir Auto fahren oder wenn wir Velo fahren, dass Gott seine Schutzengel um uns herumstellen. Weil ich möchte nicht, dass die Schutzengel hier nicht Will und Türnest, dass sie weiterhin arbeitslos sind. Wäre doch schade, oder? Sondern dass wir einfach mit Gott, das gehört auch zum Segen von Gott, dass wir Gott bitten, dass er seine Schutzengel um uns stellen. An Gottes Segen ist alles gelegen. Amen.